Den 20. März gouf an der Dietlinger Parkkirch de Concert Prix Jeune Talent Rotary gespielt. Schüler aus der École de Musique Régionale de Dudelange sowie Carla Bellucci und Stella Ansch wie auch das Jugendsymphonieorchester kruten Chance den Abend zusammen am Orchestre de Chambre du Luxembourg klassische Stücke zusammen zu spielen. An der Pfarrkirche St. Martins gouf zu Dietling die 5. Edition vom Concert de Lauréat Prix Jeune Talent Rotary gespielt. D'Absolventen Carla Bellucci Piano und Stella Ansch Saxophon aus der École de Musique Régionale du Delange kruten Chance zusammen am Orchestre de Chambre du Luxembourg zwei klassische Stücke zu spielen. Zum Schluss wird nach den Orchestre aus der École de Musique du Delange zusammen am OCL gespielt. Der Konzert ist gleichzeitig ein Benefice-Konzert. Suen, die spediert gehen, geht in das Center for Systems Biomedicine von der Uni Lützeburg am Bereich selten Kannerkrankheiten. Wie viele Organisationen stehst du hinter diesem Konzert? Navel viel. Also, das ist die 7. Edition von dem heutigen Projekt, die stattfindet. Wir haben am Orchester am September angefangen, um das Projekt zu schaffen. Also, wir schwätzen wohl wahrscheinlich Side by Side, wo die Jungen vom Symphonieorchester von der Musikschule mit dem OCL können zusammen sich austauschen, sowohl wie musikalisch wie auch menschlich. Und wir haben am September mit den Schülern schon angefangen, Noten zu präparieren. Also, die dernière Ligne droite war der Mittwoch an gestern Abend, der Donnerstagabend. Dann hat sie mir frei, dann wir den Konzert. Wie lange hat ihr gebraucht, für die Stecker zu perfektionieren? Also wir spielen ja schon seit September, all Samstag haben wir ja Probe und du proben auch dann immer 1,5 Stunden. Das ist ja so 6-7 Monate, also hat aber schon gut gegangen. Wo ein Monat lang, nicht Monate. Wir haben dick lang gebraucht, für die Stecker zu perfektionieren. Wie fühlt es sich an, zu wissen, die Opportunität zu kriegen, für am Orchestre de Chambre du Luxembourg zu spielen? Also ja, das wäre schon ein großes Ehr, dass man als Schüler neben professionellen Musiker können sitzen und sie geben uns auch immer Tipps und das hilft schon viel. Und ja, ich freue mich ganz viel für das Konzert. Ich fühle mich geehrt, weil das aber eine große Chance und das ist nicht leicht, mit so einem professionellen Orchester zu schaffen und das ist wirklich flott. Wir wünschen dem Karl und dem Stella noch viel Glück an ihrer Musikkarriere. Und noch dem Orchester, den den 30. Mai 2027 die Krieg an der Philharmonie spielen zu dürfen.